Früher haben die Menschen Brunnenvergifter sofort gelyncht, die Bevölkerung. Heute dauert das eine Weile, bis etwas passiert, dass irgend so ein Verbrecher irgend so eine Lauge ablässt, so einen Giftstoff ablässt, und dann merken die Leute, wie der kleine Fluss in den großen und der große noch in den noch größeren und der dann in die Elbe oder auch in die Donau geht, und dann plötzlich denken sie, Moment, wie hängt denn das alles zusammen? Und das hängt alles ganz, ganz, ganz eng zusammen. Und es ist auch ein altes Thema, uraltes Thema. Vor ein paar tausend Jahren gab es eine Insel in der Ägäis, die gibt es heute noch, Delos. Das war die reichste, ich glaube ja, es war die reichste Insel im ganzen Mittelmeerraum. Und die hatten einen Schatz auf dieser Insel, und das waren riesige Bäume, Zedern. Und die waren riesig hoch waren die und hatten einen riesen Umfang, und die waren geeignet für den Schiffsbau. Und jetzt haben die Bewohner von Delos, die ja eh schon reich waren, ihre Bäume langsam verkauft an die Kriegsmarine, sagen wir mal, an die Flotte der Athener und der Perser, und wer überhaupt Schiffe bauen wollte, holte sich die Zedern aus Delos. Und als sie alle weg waren, die Bäume, und kein Baum mehr stand, da standen dann Paläste und Schwimmbäder und Denkmäler und was weiß ich noch alles, haben plötzlich die Quellen aufgehört zu sprudeln. Das Wasser versiegte, die Insel war trocken. Nach einiger Zeit haben dann die Bewohner von Delos die Insel verlassen. Natürlich, weil ohne Wasser kann der Mensch nicht leben. Und ich denke mir, ohne Bäume kann der Mensch nicht leben, weil die Bäume das Wasser speichern. Und es sollten so ein paar Kommunalpolitiker, die so immer Schneisen in die Wälder hauen und so Skilifte bauen in Bayern, die sollten einmal da hinfahren nach Delos, um zu sehen, was später daraus werden kann. Aber mein Gott, natürlich ohne Wasser stirbt der Mensch, aber wenn er dumm ist, stirbt sich's vielleicht leichter.